Dinge gibt's, die gibt's gar nicht. Besonders hier bei Fire Emblem Echoes Shadows of Valencia. Hi Freunde, willkommen zurück. Ja, in der letzten Folge haben wir wieder die Zeit zurückgedreht. Ganz seltsam, wenn man so sagen darf. Schwerer Wind, Unterstützung. Dafür ist natürlich auch gut, wa? Zeitenrad. Vergangenheit, reagiert nicht. Okay. Ja, wie wir das im letzten Part irgendwie aufladen konnten, das war echt ein bisschen crazy. Aber egal. Inventar ganz kurz gucken, das heißt, Lukas kriegt wieder ein Schild zurück. Das habe ich schon mal angetönt. So. Genau, Eisenschwert bei ihm, Lederschild, dann ein Stahlbogen für Tobin, der Rest normale Items ausgerüstet. Das ist alles perfekt, alles stimmt noch so, wie ich es gehabt habe. Wieso Grey Mana-Kraut hat und nicht Cliff, weil, ja, Mana-Kraut gibt ein bisschen mehr KP, sogar 20 und er hat eigentlich am meisten KP mittlerweile. Wer weiß. So, gehen wir mal ganz kurz zurück, da ich jetzt Lukas entwickeln kann. Mal wegen den Erfahrungspunkten schauen. Tobin ist auch kurz davor. Nee, komm, mach hier einfach durch. Man sind sogar plötzlich 3. Eigentlich stimmt's, weil du kannst hier eigentlich endlos trainieren. Ob es viel bringt, ist natürlich eine andere Frage. Are you used to all this fighting yet, Olm? You always were braver than me. I remember when we were children, and those knaves cornered us in the woods. You came to our rescue like a knight in shining armor. Look at you. You're blushing. But it's true. You've always been my knight. You know, then and now. Stand da echt gegängelt, dass die Diebe, Entführer, was auch immer, die Kinder damals im Wald gegängelt haben. Was ist denn gegängelt? Ist das ein deutsches Wort? Home, how are you, buddy? Me? Well, let's just say I'm figuring things out. Lucas keeps talking about kings and politics, but that does little for me. I'm actually just in it for the gold. I have a family to feed after all. Well, that and I'm not about to let you outshine me. Hey, don't look at me like that. You don't know what you're up against. Ja, das könnte noch sein. Gut, entwickeln, Opfergabe. Ist eigentlich erschöpft, ich glaube nicht, wa? Setz mal ein, vielleicht kann es irgendwie, nee. Ich dachte, vielleicht müsste es irgendwie aufladen, das Zeitmal oder so. Keine Ahnung. So, Lukas kann sich entwickeln und zu einem Ritter. Ja, da passen natürlich das mit Verteidigung sehr gut. Guck mal einen an. KP 41 hat er nachher. Ne, warte mal. Doch? Nee. Quatsch, 37 nachher. Angriff 16, Verteidigung 12. Da geht es jetzt zwar nur um 2 hoch. Ja, da haben wir da abschirmen. Warum eigentlich nicht gepanzerter? Okay, hat er auch noch. Beziehung, Verteidigungswert. Ja, das stimmt. Plus durch ein Lederschild noch, geht noch mehr Defense. Ich würde sagen, Lukas, du hast dir verdient. Das heißt, Soldat zu Ritter nachher General. Wenn es wie so bei früheren Fire Emblem Spielen ist. Wer weiß. Lukas erhält den Segen der Göttin Mila. Und wird zu einem Ritter. Mit Lederschild. Whatever it takes to see the task through. Das hoffen wir doch mal. Sehr schön. Ja, dann bis die anderen sich entwickeln können wieder. Wird so ein bisschen dauern, vermutlich so Level 6 oder 7 oder so etwas in der Art. Bis allem wird es wieder eine Weile gehen. Wobei es sind eigentlich alle etwa gleich Entwicklungsstufe, wa? Ritter, Söldner, Schütze vermutlich alles etwas das gleiche sein. Ja, mal sehen, wenn es weit ist. Gut, das heißt, jo, wieder raus. Oder kann ich nochmal weg den Carpin so gucken? Jo, die sind versiegt, da kann ich nichts mehr machen. Hey! Geht auch alles nicht. Schade.
Schade, aber hätte ja sein können. Gut, gehen, nach unten. Jo. Ja. Also ich muss schon mal zugeben, Leute, dass mit dem Entwickeln hier, also sprich, dass man so entwickeln kann mit der Statue und auch, dass man sich irgendwie so frei durch Dungeons bewegen kann, durch die ganze Overworld, das finde ich schon sehr geil. Deswegen in Waffen, dass halt die Waffe pro ja, Klasse definiert ist. Du kannst zwar bestimmte Waffen tragen, bestimmte Items, entweder zum Heilen oder zum deinen Statuswert zu erhöhen und so. Natürlich schon auch geil, aber ja, ich finde es auch ein bisschen nicht so gut gewählt. Oh, geht's da hoch? Ja, die freie Wahl war. Okay, wir gehen erstmal zur Südfestung. Diese alte Festung dient in Zeiten des Krieges zum Schutze Südsofias, was ja ein größer Fehl gleicht sie durch ihre enorme Robustheit aus. Okay, Brief erstmal. Korridor. Dieser Korridor führt noch tiefer in die Festung. Das sind ein paar Waffen, wa? Wenn man mit seinen Waffen so schlampig umgeht, hat den Kampf schon verloren. Weise Worte. Ein Rostschild. Danke. Eisenlanze. Trinkwasser halten, so erstmal als klauen. Ist ja klar. Das heißt, wir müssen noch mal ganz kurz gucken. Jetzt habe ich ja einen neuen Schild. Weiß ich jetzt nicht, ob der neue Schild besser ist als der alte. Gegen wir durch Rost nicht Kampf geeignet. Ja, danke schön und tschüss. Fehlen natürlich noch eine Lanze. Luke ist auch, der ist stark genug. Wenn sie nach Lanze tragen würde. Ausgesprochen einfach zu führen. Warum auch nicht, oder? So. Ich sehe sonst nicht viel. Oder zurück, oder Beratungsraum, oder Verlies. Gehen wir mal für den Beratungsraum gucken. Hier ist ein Schwert, sehe ich gerade mal. Ein Blitzschwert. Oh, Blitzschwert erhalten. Was zum Henker? Stürzt ein Aufbruch aus. Vorräte. Können wir nichts anhaben mit allem Krempel. Das ist dann schlecht. Okay, kann uns um den Abwasch gekümmert. Kalte Suppe. Natürlich mitgenommen, ist klar. Wein mitgenommen. Bier mitgenommen. Frostschwert mitgenommen. Ja, wir haben für alles in Verwendung. Und, warte mal, was hast du gerade nochmal, was wir bekommen haben? Blitzschwert. Ein Schwert aus den Blitzeschellen. Schau gerade mal die Werte an, die sie so haben. Grazer generell schneller. Heißt es, er ist mit der Trefferquote auch höher, als wenn es ihm geben würde. Ich meine, es sieht schon ziemlich mächtig aus. Angriff plus 15, was? Der Wert sprengt die Skala oder was? 13 plus 15 für Geschwindigkeit minus 3. Er hat noch Geschwindigkeit 8. Ich meine, doppelt vielleicht nicht mehr alles, aber. Wenn es so stark ist, vielleicht eher allem, wa? Weil er hat Speed und ich würde ihm gerne die Speed behalten. Bei allem nicht mehr. Natürlich immer ein bisschen die Frage, wa? War Verwandlung. Angriff mit dieser Waffe wirken Magieschaden. Ach so, dann wärst du eigentlich eher so Cliff. Aber er kann sich nutzen. Ich versuch's mal so. Wir sehen es dann, wie es rauskommt. Aber doch vielleicht anders Blitzschwert geben nicht. Je nachdem natürlich. So, mal ganz kurz speichern. Je nachdem geht's vielleicht gleich direkt weiter hier. Da kann ich da quatschen. Geprüft habe ich schon alles.
Dann geht's weiter zum Verlies. Claire. Lucas, you came to rescue me. Why, how simply gallant of you. Now extricate me from this filthy and unseemly cage at once. Ich denke mal, das wäre gar kein Problem. Wir brauchen einen Schlüssel dafür. Sehr gut. So. Löcherkäse. Ja, Schweizer Käse wohl eher. Sieht nicht so bequem aus. Ja, bequem müsste nicht sein. Es müssen vor allem zweckdienlich sein. Waffenstab, auch nichts Besonderes. Ein Schloss, wofür ich einen Schlüssel brauche. Kann noch quatschen. Ah, wieder so, okay. That should do it. You there. The boy will offer a lady his hand. Who, me? Oh, sorry. Very good. I say, it does feel good to move about again. I thought I might never emerge from that disgusting pigsty. You have my thanks. This is Alm. He recently joined us in the Deliverance. Oh, well, how simply lovely. Welcome. I am Claire. The young man may address me as Lady Claire or Milady. It's a pleasure to meet you, milady. So, from where do you hail, Alm? I hail from a little place called Ram Village. A village? You don't say! That's one of those places with all the cows and the barns and the fields, yes? Yeah. Something like that. My word! I hardly ever speak with villagers. What is it like to chase cows every day? I wager they bite, the nasty creatures. And yet you aren't smothered in manure. This is not what I pictured. Right. Claire, perhaps you should consider Alm's feelings in regards to his home. His... Huh? Oh dear, have I done it again? It's as Clive constantly reminds me. The Deliverance is not like the Knights of Zofia. Not every soldier in our ranks is noble, but we must treat them all as equals. The peasant must forgive his lady for this gauche breach of etiquette. It's all right. The peasant, whose name is Alm, will get over it. Oh, Alm, I can see you are truly kind. Might I ask you more about your village later? I'm ever so curious. Of course. Splendid! I've always wanted to know more about cows and pigs and such. Yes, they're amazing creatures. Whew, she's going to be a handful. Yeah, that's what I'm hoping. Hey, what are you scheming? What? Nothing. Jo, interessant reden. Soldat. Thank you for freeing us. I thought my time had come. You're new to the Deliverance, right? Then you'll want to hear this. They say Mother Milla has disappeared from her temple. That's why Rigel was able to break the Divine Accord, which was supposed to prevent them from ever invading Zofia. I don't know how much of it's true, but it's disturbing nonetheless. Das ist allerdings wahr. So, mal gucken, was haben wir jetzt mittlerweile? Claire natürlich auch jetzt mit dabei. Pegasus-Ritterin. Oh, fair Konkurrenz. Und so wie es aussieht, ist noch harte Konkurrenz. Jo, das wird lustig. Gut, ich würde jetzt mal sagen... Ich stelle das mal ein bisschen um hier. Ja. So. Diese 8 Einheiten, Claire, würde ich sagen. Die tauschen mal hier Eisenlanzen so. Ja, mit Fee umgehen soll, ist halt ein bisschen schwierig zu sagen, gerade aktuell. Ob es überhaupt klug war, dass sie die eine Einheit gemacht hätte. Man hätte gewusst, dass er jetzt schon Pegasus-Ritter bekomme.
Hätte natürlich viel zu was anderem gemacht, aber so, man kann natürlich nicht alles schon vorher wissen, das ist so okay. Dann machst du noch so. Mal schauen, was nachher Claire so alles drauf hat. Wobei natürlich Fee hat mehr Verteidigung, darf man nicht vergessen, und sie hat halt mehr Resistenz. Wobei Verteidigung, wir haben Lucas, wofür brauche ich nachher noch gute Verteidigung? Alm haben wir auch noch und die anderen sind auch nicht ganz schlecht, also von dem her. Egal. Milady ist ein Team, ganz geil. Jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt hingehe, haben hier wieder ein paar neue Soldaten. Sind die aufgetaucht? Nö. Im Eingang ein paar Soldaten jetzt? Ja, gut, Soldaten ist übertrieben. Greetings, Alm. Have you grown accustomed to all the fighting yet? Ah, of course. I suppose I needn't even have asked. No matter how quiet a village you hail from, in the hands of a capable teacher, one can become every bit as strong as a royal knight. I find that thought quite inspiring. I grew up in the borderlands as well, though not the same as yours. Some in the Deliverance ridicule me for this, calling me a backwater noble. But unlike them, I rose above my origins on my own merits. And as a result, here I stand today. You never can truly tell where life is going to take you, Alm. Da stimme ich dir zu. You see now how much of a mess the world is outside the village, Alm? Just going into town with Pa for supplies used to be a fight for survival. I worry a little place like Graham won't last long in times like these. Honestly, I really don't care one way or another about the kingdom. I don't have the kind of direction you do. It's more like I just have a nagging desire to do something. So I thought if I joined the Deliverance, I might figure out what that is. Pyramiden das sein, warum auch nicht? So, dann gehen wir wieder. Das heißt für uns weiter mit der Story, war. Gut, nochmal speichern, der Part ist eh bald vorbei. Ich denke mal kurz reinschnuppern, das müsste noch gehen. Attack! Erste Schlacht um Süd-Sofia. Das ging schnell. Habe ich alle dabei? Jo. Du kannst noch 0 auswählen. Ja, braucht man nicht. Positionen. Jetzt würde man natürlich sagen, Lucas geht nach vorne. Fehlt bleibt ganz hinten. Nee. Ganz hinten. Das soll so gemacht werden. Dann habe ich hier einen Magier noch und Schütze. Mhm. Perfekt eigentlich. Wieder speichern, wa? Und let's go! Oh, das sind bereits berittene Kavaliere, die sind schon ein bisschen härter. Das heißt, ich muss vor allem erstmal die platt machen, wa? Sehe ich das richtig? Würde sagen, ja. Was Spezielles dabei, alle Level 2, Level 3, okay, nichts Besonderes, kann ich alles platt machen. Sollen sie alle kommen? Er macht sie alle platt. Nothing will stop me. Oh yes, of course. The mother walks with me. The mother walks with me. Yeah, you are fools. I've got this. Just say the word. Bin ja schon da. So. Stand back. Noch einen coolen Stahlbogen. Jetzt bin ich mal gespannt, Freunde, was die noch groß gegen mich ausrüsten wollen. Erstmal treffen. Abgeschmettert. Oh, die kommen direkt alle. Das wird lustig. Critical Finisher. No damage. Jetzt muss ich schon ein bisschen schauen, wenn ich hier ein bisschen durchrushe. Ja, genau deswegen. Das heißt, hier wäre Fee eigentlich echt besser. Die kriegt ein bisschen weniger Damage. Platziere sie einfach mal dahin.
Bogen hat ja eigentlich noch relativ viel Verteidigung. Ja, kann ich noch ein bisschen draufhämmern. Wow. Toben zum Schützen machen war vielleicht ein Fehler, wenn er sowieso nicht trifft. Ja gut, der Stahlbogen, ich weiß, aber... Na, komm schon. Aktiv gegen Sloganheiten. Nur wenn ich den Stahlbogen ausgerüstet habe, war offenbar. So wie es aktuell aussieht, ich würde gerne einen Grainer dahin packen. Da ist erst noch den hier schwächen. Mit Grey ein bisschen fetzen. Vielleicht mache ich ja mit Cliff noch. Damit Grey direkt ein Level Up nee, zwar nicht, aber damit er halt direkt loslegen kann. So, Blitzschwert. Die Frage ist eigentlich, welche Einheiten kann Claire überhaupt erreichen? Das wäre einer, wa? Da habe ich eigentlich nichts dagegen. Wegen einem Punkt, nee. Das bringt's nicht viel. So. Alter, das Blitzschwert, hey. Ja, Fee ein Shield zu geben, wäre doch eine Variante, wo ich mal durchaus überlegen könnte. Almading ist irgendwie sauer, oder? Kann das sein? Schon der zweite Crit heute, Alter. Ja, von alle Allmann. Seid ihr doof? So, jetzt kommt die auch noch. Natürlich gar kein Problem. Erst einmal Cliff wieder natürlich hinten oben abburnen. Das Kapitel jetzt vorbei. Ja, dann hat er Pech gehabt. Ne, läuft noch weiter. Sehr gut, das heißt, wenn ich mal treffen würde, 60 sind noch ein bisschen wenig. Diesmal hat es geklappt. Gut, 2 kann ich zum Glück nicht, dann, Treffen wäre eine Option. Wow. Ja, Seal kann ich glaube ich vergessen für einen Angriff. Das ist schon ein bisschen traurig, was hier gerade abläuft. So, der Magieschwert oder Blitzschwert kann ja sowieso überall angreifen, wo ich will. Ja, okay, so will zum Power-Up der Söldner, wa? Hat sich ja gar nicht gelohnt. Da kriegt sie noch auf die Mütze. Da ist noch schlimmer. Beziehungsweise, nee, schlimmer nicht, aber der Rückschlag halt. Das ist trotz der stärkeren Waffe, wa? Also muss man sich auch fragen. So, erstmal muss der weg. Perfekt. Jo, ich würde sagen, nächsten Part also noch den platt machen. Je nachdem, wird vermutlich eher ein Schütze oder Magier sein. Sie vermutlich eher weniger, weil sie trifft ja eh nicht. Das heißt, vermutlich eher Cliff jetzt machen. Dann kommen hier die Beritten-Einheiten. Wir werden natürlich auch noch alle platt machen. Und dann, jo, wenn mal einen Kampf geschafft. Jetzt geht es doch mittlerweile relativ schnell, war aber die Berittenen, aufpassen Leute, die sind schnell. Wobei Geschwindigkeit zuerst geht eigentlich noch. Großen Radius, die haben wenig Resistenz. Magie, Wenn der Cliff und
Cliff und Sylph, wenn ihr ihre Freude dran haben. Also Cliff, Sylph, nee. Cliff und Silk. Ja, Cliff und Silk, so passt's. Und, jo. Mal schauen, wie es weitergeht. Hier bei Fire Emblem Echoes Shadows of Valencia. Danke fürs Zusehen, Freunde. Und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.